Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama. Moderiert auf dem Bundesplatz in Bern. Heute haben wir folgende 3 Themen für euch. Emmentaler Schaukäserei stellt Produktion ein. Die Kurtaxe-Motion wird als nicht dringlich erklärt. Und der Spatenstich vor Sanierung vom Einsportzentrum Jungfrau. Weil immer weniger Bauern silofreie Milch liefern und die Produktionsanlagen um rund 1 Million Franken saniert werden müssen, stellt die Schaukäserei im Emmental den Betrieb ein. Jannik Müllemann hat eine Umfrage gemacht und die Menschen sind sehr traurig über diesen Verlust. Jetzt muss diesen Sommer die Schaukäserei hier in Affoltern leider zutun. Wie findet ihr das? Ja, es ist schade, ja, eben, weil ein Stück Tradition wie verloren geht. Ja. Genau, ich finde es auch sehr schade. Und wir haben jetzt gerade noch den Personalausflug zum Glück geplant und haben jetzt sehr viel Freude da. Ja, aber es ist natürlich ein bisschen bedrückend, wenn man halt weiss, also eigentlich sollte es ja für uns ein lustiger Nachmittag sein, aber wenn man halt weiss, dass Mitarbeiter die Stelle verlieren und so, ist halt noch so ein komisches Gefühl, ja. Also mir tut das schade und ich habe noch das Gefühl, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, was sie mit der Kesse, eine Kesse könnte 2 Kesse drin haben und das von Hangmilch, einfach nicht mehr der Fertiger kommt ja raus. Und mir denkt das nicht, das wäre ja noch ein bisschen Showbetrieb, oder? Was sie vielleicht morgen 2 Käsemilch und am Nachmittag noch 2. Also, wenn es zugehen würde, das wäre aber richtig schade. Also, ich hoffe, dass das passiert nicht, ne? Weil ich glaube, das ist jetzt für Leute, die jetzt nicht in der Nähe wohnen, wie für mich, finde ich das ein Highlight. Also, es wäre ziemlich schade. Das sollte überhaupt nicht passieren. Und ich glaube, viele von hier würden auch mal mitsprechen und mitmachen und spenden und was auch immer, was dazu gehört, damit das noch bleibt. Ja, für uns ist das natürlich ein Umsatzeinbuss, aber Blümchen braucht es ja nachher auch, wenn das Restaurant noch offen ist für die Schmücken und so, für den Tourismus. Und ja, mir ist auch ein bisschen geklopft. Ich habe es gestern vernommen, dass das, wir haben schon lange ein bisschen gewusst, wenn sie eine Sitzung hatten, oder also Verwaltungsrat oder Versammlung, dass es einfach schwierig ist, oder? Mit der Produktion und den Kosten. Ich finde es schade, weil ich halt auch früher mit den Eltern hier viel hergegangen bin, Käse kaufen und zugeschaut habe. Und ja, es ist halt auch eine Kindheitserinnerung, dass man hier hergekommen ist. Ja, und das finde ich schon recht schade. Seit 20 Jahren sind die Kurtaxe in Interlaken nicht mehr angepasst worden. Der Grosse Gemeinderat hat jetzt eine Motion als nicht dringlich erklärt und wird es später noch in einer Arbeitsgruppe vertiefen. Jannik Müllemann war vor Ort und hat mit Manuela Niffeler über das geredet. Was ist euer Wunsch in dieser Beziehung für die Zukunft? Was wollt ihr mit dem Gemeinderat anschauen? Also der Gemeinderat hat jetzt die Arbeitsgruppe, die er einberufen will, wo die Motionärinnen noch Einsitz haben dürfen. Das ist sicher mal für uns eine gute Ausgangslage, dass wir da mitarbeiten dürfen. Ich finde es auch sinnvoll, dass man die Dringlichkeit jetzt in dieser Phase wegnimmt, weil es effektiv eine Reglementsanpassung, die ein bisschen Hand und Füße muss haben, auch die Zeit braucht. Und darum sind wir da auch einverstanden gewesen, dass man das so anpasst. Wir bleiben gerade auf dem Bödeli, wo in letzter Zeit die Zukunft der Eishalle Jungfrau nicht wirklich positiv ausgesehen hat. Jetzt steht die Sanierung an. Die Verantwortlichen zeigen sich positiv für die Zukunft und reden mit Max Saladin im Interview über den Spatenstich. Der Zeitplan ist so, dass wir jetzt Vollgas starten müssen, damit wir im Zeitplan bleiben, weil das Ziel ist, und da können wir nicht abweichen, ist 1. November wieder aufzutun, respektive am 1. November haben wir hier wieder Eishockey spielen. Nachdem das doch vor allem in Interlaken ein Widerstand vor allem im Parlament war, wo sie wirklich Bedenken hatten wegen diesen grossen Investitionen. Aber das ist etwas, das halt nach all diesen Jahren wirklich nötig wurde. Man hat lange wirklich zu wenig gemacht, wahrscheinlich, dass das halt einfach am Schluss einem trotzdem einholt. Die Eisanlage selber mit der Bande, mit dem flexiblen Bandensystem, ich glaube schon, dass das Herzstück ist.
Nebst dem, dass natürlich alles rundum auch viel moderner wird, also moderner im Sinne von nachhaltiger. Aber ich glaube schon, dass das hier das Herzstück ist. Und da ich selber noch bei den Senioren Eishockey spiele, freue ich mich fast am meisten auf das neue Eis mit dem neuen Bandensystem. Auf die ganze neue Infrastruktur. Eben, es fängt an mit der sanitären Einrichtung. Also gerade die Spieler insbesondere, die freuen sich wahnsinnig, dass mal die Dusche dann wieder wird gehen, dass wieder warmes Wasser kommt aus jeder Brause. Und das ist schon ja, sind Sachen, die man sich jetzt die letzten paar Jahre nicht mehr so gewohnt ist, wo jetzt dringend notwendig ist, dass man das macht. Die Zuschauer selber weiss ich nicht, ob das irgendetwas, dass sie da etwas gross werden merken. Weil im oberen Bereich lassen wir eigentlich alles gleich mal. Etwas haben natürlich vergessen, das Restaurant oben, dass sie an Wärme Eishockey schauen können in Zukunft. Das wird aber erst in der zweiten Bauetappe wird das, realisiert werden. Das sind Bestrebungen vom Verwaltungsrat, dass wir probieren, die Eigenwirtschaftlichkeit von dieser Anlage zu verbessern. Es wird wahrscheinlich nie ganz aufgehen, aber zumindest, wenn wir die Belastung für die Gemeinden reduzieren können, ist das sicher sehr erstrebenswert. Ja, die Ausmietung, das heisst, dass vielleicht auch die Sommernutzung ein bisschen verbessert wird, auch vielleicht die ganzen wie soll ich sagen, Begleitangebote, die man hier hat, sei es ein bisschen Restauration und so, dass man dort auch vielleicht ein bisschen mehr Erfolg wird haben in Zukunft. Das E-Sportzentrum soll ja vielleicht vermehrt noch ein bisschen zu einem Treffpunkt werden für die Bevölkerung, aber auch für die Sportler selber, dass das so ein bisschen, ja, mehr Leben reinkommt als vielleicht bisher, weil es anmächeliger ist, sicher innen nachher noch ein bisschen einladender gestaltet ist und sicher von der Technik her und so ist ja, das ist ein Punkt, aber beispielsweise die ganzen sanitären Anlagen und alles und einfach halt auch die Ausstrahlung, die das hier innen hat, braucht einfach schon eine Erfrischung. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer unter www.plattformj.ch. Jetzt geht es noch weiter mit den Kollegen von Meteo News. Sie sagen, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird sein. Merci vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Ganz herzlich willkommen zu Ihrem Blatt vom J-Wetter für den Kanton Bern. Am heutigen Mittwoch da liegt der Alpenraum an der Westflanke vom wetterbestimmenden Hoch mit Zentrum über dem Balkan. Durch die Süd- bis Südwestströmung da fließt dann zunehmend mildere Luft zu uns. Der heutige Mittwoch da hat es Sonne pur gegeben und da ändert sich am morgigen Donnerstag auch noch wenig. Die Nacht auf den Donnerstagmorgen ist klar, nur ein paar hohe Wolken schmücken den Himmel und durch die klare Nacht kühlt es natürlich auch ab. So liegen wir morgen am Donnerstagmorgen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum. Der Donnerstag der wird aber sonnig, es ist frühlingshaft mild bei Temperaturen rund um die 17 Grad, passend also zum kalendarischen Frühlingsanfang. Die 0-Grad-Grenze die liegt am Donnerstag auf etwa 2500 Meter. Es ist also mal wieder traumhaft für Wintersportaktivitäten. Zu den Aussichten: am Freitag wird Sahara-Staub ein Thema und genau der Sahara-Staub fördert Wolkenbildung und macht die ganze Sache ein bisschen diesig, dunstig. Zudem wird im Oberland am Freitag kräftig der Föhn und fürs Wochenende an, da macht sich dann ein Höhentief breit. Es ist bewölkt und immer mal wieder ein bisschen nass. Der Wettercharakter der zieht sich dann auch immer in die nächste Woche hinein. So haben wir dann immer freundliche Phasen und wieder Phasen, wo es auch ein bisschen nass werden kann. Die Temperaturen die gehen dann auch ein bisschen zurück. So liegen wir dann am Dienstag noch knapp über 10 Grad. Das war es schon wieder vom aktuellen Wetterupdate. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.